Jemand hat einmal gesagt, die wichtigsten Worte in jeder Ehe sind bitte, danke, es tut mir leid, ich vergebe dir and I love you. Ich hatte mit einem amerikanischen Pastor ein Gespräch und da wurde er gefragt, an einem Frauentag, was ist die wichtigste Eigenschaft von einem Mann, auf die ich gucken soll? So 3 junge Ladies da zu dem Pastor und so. Und da hat er überlegt, was soll ich denen jetzt sagen? Da hat er ihnen gesagt, wisst ihr was? Dass er sich etwas sagen lässt. Lasst uns heute Morgen durch starke Männer der Bibel ermutigen, wirklich starke Männer zu sein bzw. zu werden. Wir möchten ja alle gern starke Männer sein, aber beim manchen bleibt es eben beim möchte gern. Was einen starken Mann ausmacht, das sehen wir an Boas. Schon sein Name ist Programm. Es bedeutet nämlich, in ihm ist Kraft. Gemeint ist natürlich, der Herr ist meine Kraft. Und ja, bevor ich einsteige, möchte ich auch noch ein Gebet sprechen. Wir bleiben sitzen. Herr Jesus, ich danke dir für diese Morgenstunde, dass du hier bist und uns begegnest durch dein Wort. Öffne uns die Ohren, die Augen, die Herzen und lass es sein, dass wir lernen und erkennen, was einen starken Mann ausmacht und dir dann die Ehre bringen. Amen. Das Buch Ruth ist eine faszinierende Geschichte über Liebe, über Treue, über Hingabe, aber auch über Errettung aus Leid und Elend mit einem herrlichen Happy End. Die biblische Geschichte Ruths ist aber mehr als eine schöne Erzählung. Sie hat tiefen, prophetischen Charakter und zeigt in kurzen und prägnanten Zügen die wunderbare Heilsgeschichte Gottes mit Israel und der Gemeinde auf, in der Jesus Christus der Mittelpunkt ist. Unser Norbert Lied hat dies Anfangsjahr in den ersten 4 Ausgaben unserer Zeitschrift Nachrichten aus Israel wunderbar dargelegt. Das Buch Ruth zeigt uns mit Boas aber auch einen richtig starken Mann. Um ihn und um seinen starken Charakter, ja, um seinen starken Lebensstil geht es mir heute Morgen. Als erstes sehen wir in diesem Buch etwas, das auf den ersten Blick eben nicht erkennbar ist. Starke Männer trotzen Schwierigkeiten. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann öffnet bitte Ruth Kapitel 1, Vers 1. Ruth Kapitel 1, Vers 1. Wir gehen da chronologisch durch das Buch Ruth hindurch. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen Söhnen. Dort im Feindesgebiet verheirateten sich diese beiden Söhne mit heidnischen Moabiterinnen. Innerhalb von 10 Jahren starb dann allerdings zuerst der Ehemann und anschließend die beiden Söhne. Übrig blieben 3 Gräber und 3 weinende, verzweifelte, verarmten Witwen. Was für ein Elend. Aber zur gleichen Zeit gab es in Bethlehem Bewohner, welche die Notlage erduldeten und standhaft blieben. Und einer von ihnen war wer? Ich merke es, ihr seid schon richtig mit dabei. Boas, klar, ihr denkt richtig. Warren Wiersbe hat in seinem Kommentar, den wir da mit den Dillenburger herausgebracht haben, einmal gesagt, wenn in unserem Leben Schwierigkeiten auftauchen, haben wir 3 Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir können sie erdulden,
ihnen entfliehen oder sie in unser Leben mit einbeziehen. Wenn wir unsere Schicksalsprüfungen lediglich erdulden, beherrschen sie uns und wir neigen dazu, hart und verbittert zu werden. Wenn wir versuchen, ihnen zu entfliehen, werden wir wahrscheinlich die Ziele verfehlen, die Gott in unserem Leben damit erreichen möchte. Wenn wir jedoch lernen, unsere Probleme und Nöte einzubeziehen, werden sie uns nicht beherrschen, sondern uns untertan sein und für uns arbeiten. Gott wird alle Dinge dann zu unserem Besten und zu seiner Herrlichkeit zusammenwirken, wie es Römer 8,28 sagt. Elimelech traf die falsche Entscheidung, als er seine Heimat verließ. Was machte diese Entscheidung so falsch? Er wandelte nicht durch Glauben, sondern durch Schauen. Ganz gleich, wie problematisch unsere Situation auch sein mag, der sicherste und beste Ort ist der Wille Gottes. Man kann nicht vor seinen Problemen davonlaufen. Wie wandelt man im Glauben? Indem man sich auf Gottes Verheißungen beruft und dem Wort Gottes gehorcht, ohne Rücksicht darauf, was man sieht, wie man sich fühlt oder was auch geschehen mag. Es bedeutet, sich dem Herrn hinzugeben und sich ganz darauf zu verlassen, dass er sich um die Not kümmert. Wenn wir im Glauben leben, wird Gott dadurch verherrlicht. Bis soweit Warren Wiersbe. Boas blieb standhaft. Boas erkannte die Situation. Es war schlimm. Hungersnot, die traf auch ihn. Aber er blieb auf der Spur. Er weigerte sich abzuhauen. Er trotzte allen Schwierigkeiten. Ein starker Mann. Liebe Männer, wie sieht's denn bei uns aus? Passt die Aussage des Propheten Jesaja auch zu dir? Jesaja 28, Vers 16. Wer glaubt, der flieht nicht. Wer glaubt, flieht nicht. Schreib dir das irgendwo auf den Spiegel oder etwas, was dir am Morgen irgendwie vor Augen kommt. Heute will ich meinem Mann stellen, standhaft bleiben. Den Schwierigkeiten, die sich heute mir auftürmen, die vielleicht gestern schon da waren, die vielleicht sogar heute noch größer sind. Ich bleibe dran, ich haue nicht ab. Wer glaubt, der flieht nicht. Nachdem das ganze erste Kapitel der Flucht von und der Rückkehr nach Bethlehem gewidmet ist, finden wir die erste eigentliche Erwähnung von Boas zu Beginn von Kapitel 2. Hier erkennen wir als zweites, starke Männer haben einen guten Ruf. Kapitel 2, Vers 1. Nun hatte Naomi einen Verwandten ihres Mannes, der war ein sehr angesehener Mann aus dem Geschlecht Elimelechs und sein Name war Boas. Boas war ein mächtiger und reicher Mann. Darüber hinaus, und das machte ihn besonders, hatte er einen guten Ruf. Einen guten Ruf kannst du dir nicht erkaufen, aber sehr wohl durch einen treuen und beständigen Wandel in und mit dem Herrn gewinnen. Das ist der einzigste Weg für einen wirklich guten Ruf. Alles andere ist nur Prestige und Show. Und bedenke, dass die Schrift in Sprüche 22, Vers 1 einem guten Ruf ein außergewöhnliches Zeugnis ausstellt. Da heißt es, Sprüche 22, Vers 1, ein guter Name ist wertvoller als großer Reichtum. Und Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold. Ja, großer Reichtum. Müssen nicht gerade an Elon Musk denken. Großer Reichtum,
Da ist doch was, oder? Aber viel wertvoller ist ein guter Name. Und Boas hatte diesen guten Namen. Er war ein Mann mit außergewöhnlichen Qualitäten und einem vorbildlichen Lebensstil, geprägt von Gottesfurcht und Freundlichkeit und Herzlichkeit. Kann man das auch von dir und von mir sagen? Und guckt mal in Vers 4, da sehen wir genau das. Und siehe, Boas kam von Bethlehem her und sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie antworteten ihm, der Herr segne dich. Was für ein Gruß. Wow. Der Herr segne dich. Nicht, hast gut geschlafen. Der Herr segne dich als erstes und guckt mal, wie er zurückgegrüßt wird. Nämlich auch auf dieselbe Art. Ich meine, wie grüßest du als Chef deine Mitarbeiter? Oder als Mitarbeiter deinen Chef? Boas hat einen guten Ruf. Als nächstes sehen wir, das ist bereits der dritte Punkt, starke Männer sind aufmerksam. Und Boas fragte seinen Knecht, der über die Schnitter bestellt war, zu wem gehört diese junge Frau? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach, das ist die moabitische junge Frau, die mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist. Boas war freundlich, Boas war ein Mann, auch fürs Detail, der alles im Blick hatte. Und da ist ihm natürlich diese junge, fleißige und vermutlich sehr schöne Ausländerin aufgefallen. Aus Vers 11 wissen wir, dass er in Bethlehem im Dorf schon viel Gutes von ihr gehört hat. Und nun sah er sie zum ersten Mal und ich denke, liebe Freunde, das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Der hat sie gesehen und er war hin und weg. Er wusste schon so manches, ja, und dachte, wow, sie sieht auch noch klasse aus. Und fleißig. Im Verlauf vom Text heißt es, ich glaube in Kapitel 3 am Schluss, dass er ihr 6 Maß Gerste gegeben hat. Das war umgerechnet 50 Kilo, konnte die einfach tragen. Unglaubliche Frau. Und dann unterbricht er einfach so das Gespräch mit dem Vorarbeiter und spricht die Ruth direkt an. Ja, es gibt Situationen, da dürfen wir die Führung des Herrn erkennen und, wie sagt sie Welt, so das Momentum und dann handeln. Und das ist der 4. Punkt. Starke Männer, ich sag's mal ein wenig pauschal, starke Männer ergreifen die Initiative. Ich bin überzeugt, Boas betete schon viele lange Jahre zum Herrn. Man nimmt an, er war eine Generation älter als die Ruth, 20 Jahre älter. Also der war schon viele lange Jahre allein und hat den Herrn gebetet, Herr, gib mir doch die richtige Frau. Aber sie wollte und wollte und wollte einfach nicht kommen. Und ich bin überzeugt, er betete bestimmt auch um Führung für die richtige, aber auch um Bewahrung vor der falschen Frau. Die falsche Frau kann dir dein Leben zerstören. Ihr lieben unverheirateten Männer, da haben wir ja einige unter uns heute Morgen, macht das auch so. Und am besten täglich. Und irgendwann wird sie dann mal auf der Bühne deines Lebens auftauchen. Oder vielleicht nimmt dir der Herr die Tomaten auf deinen Augen weg und du siehst in deiner
in deiner unmittelbaren Gemeinschaft. Oh, da ist ja jemand, gar nicht bemerkt. Und dann sei ein Mann und ergreife die Initiative. Ich war so überrascht, als unser Bruder Anton aus unserer Jugendgruppe da bei uns aufgetaucht ist mit einer sehr, sehr hübschen jungen Frau, mit seiner Elisabeth. Ich dachte, oh, woher hat er denn die? Ja, der Anton, ihr kennt ihn ja, die meisten von der Jugend, der hat gebetet und wir dachten schon, der kriegt keine irgendwie, der hin und her und so und so. Ein feiner Bruder, ein treuer, leitet das Evangelisationsteam, aber der Anton irgendwie, und dann hat er sie irgendwo gefunden, ich weiß gar nicht die Geschichte, und dann hat er gesagt, wow, das ist sie, jetzt muss ich handeln. Danke, Anton. Vers 8. Da sprach Boas zu Ruth, hörst du, meine Tochter? Er spricht sie unvermittelt an. Initiative ergreifen. Und dann stellen wir mit Staunen fest, wie er sie schon im gleichen Atemzug umgehend beschützt und rundum versorgt. Das ging weit über die damals übliche Armenfürsorge hinaus. Das führt uns zum 5. Punkt. Starke Männer übernehmen Verantwortung. Vers 8, der 2. Teil. Du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Begib dich auch nicht weit weg von hier, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Ich meine, das war damals die Zeit der Richter. Aus dem Buch Richter wissen wir, ein jeder tat, was ihn recht dünkt. Das war eine katastrophale, gesetzlose, gottlose Zeit mit allem, mit dem vollen Programm auf allen Gebieten. Und deshalb war das ein wichtiger Schutz. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Und wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Die Gefahr bei uns verheirateten Männern ist, dass manche tatsächlich einen sackstarken Staat hinlegen und Verantwortung nehmen. Für diese Frau mache ich alles. Und ja, sie würden doch tatsächlich die ganze Welt erobern für diese eine, meine Geliebte. Aber nach einiger Zeit lassen sie stark nach und enden sackschwach. Hochgefühl und Begeisterung lassen nach und damit verbunden auch Initiative und Verantwortung. Das ist ja nicht ein Moment, Initiative zu ergreifen für seinen lieben Schatz, für seine Frau. Das ist ja etwas, was immer wieder kommt. Ja, das machen wir. Komm, packen wir an. Komm, was meinst du? Komm. Ich helfe dir. Verantwortung. Sie sind drauf und dran, ihre Ehe zu vermasseln. Du willst ein starker Mann sein, ein starker Ehemann. Gib dich deiner Frau völlig hin. Ganz neu. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Vielleicht denkst du jetzt, aber sorry, Freddy, jetzt übertreibst du es ein bisschen. Hör mal, das ist jetzt aber ganz und gar nicht männlich. Nun, vielleicht sagt dir irgendein Männermagazin das was oder der Zeitgeist, aber nicht die Bibel. Schlagt bitte Epheser Kapitel 5, Vers 25 auf. In meinen Augen ist das der wichtigste Bibelvers für Ehemänner. Den müssten wir alle auswendig kennen. Epheser 5, Vers 25. Und das ist die biblische Begründung für Totalhingabe an deine Ehefrau.
Epheser Kapitel 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Tja, da machen wir mit, oder? Gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Liebe Freunde, das ist der Goldstandard der Liebe eines Mannes zu seiner Frau. Totale Hingabe. Ohne Wenn und Aber. Was denkt ihr, was Jesus für großartige und überwältigende, alles durchdringende Hochgefühl hatte, als er sich für dich und mich am Kreuz hingab? Es hat ihn alles gekostet. Und Jesus wendet dieses Bild auf dich als Ehemann an. Echte Liebe ist total hingebende Liebe. Und liebe Brüder, diese Liebe hat nichts mit Gefühl zu tun, sondern mit Willen. Was sagt Jesus in Gethsemane, als ihm der Schrecken der bevorstehenden Stunde und die Last der Sünde so überwältigt hatte? Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich will. Seht ihr, deshalb wird doch bei der Hochzeit vor der eigentlichen Eheschließung gefragt, willst du und nicht, fühlst du? Aus diesem Grund bin ich nur so nebenbei kein Fan von persönlichen Hochzeitsversprechungen. Da sagen die sich da was und alles so rosarot und himmelblau und Versprechungen ohne Ende. Oh, mein lieber Schatz, du bist ja so schön und ich liebe dich sehr und wie immer und ewig und. Nein, du wirst gefragt, willst du? Und die einzig passende Antwort lautet, ja, ich will. Liebe verheirateten Brüder, darf ich euch daran erinnern, dass ihr alle diese knappe Antwort, dieses Versprechen euren Frauen gegeben habt? Und zwar vor der ganzen damaligen Festgemeinde, 50, 100 oder noch mehr Leute. Alle haben aus deinem Mund das Versprechen gehört, ja, ich will. Und wir können das drehen und wenden, wie wir wollen. Aber jemand, der ein Versprechen abgibt und es nicht hält, wie wird der genannt? Ein Lügner. Ein Lügner. Bitter, aber wahr. Ich höre schon die Argumente. Ja, aber Freddy, du kannst schon da vorne das verkündigen und reden, aber wenn du wüsstest, wie sie zu Hause mit mir reden und wie sie sich zu Hause mir gegenüber verhält und. Nun, ich antworte darauf. Na und? Das sind vielleicht mildernde Umstände, aber niemals eine Entschuldigung. Du hast nicht versprochen, wenn sie mir und so weiter und so fort, dann will ich. Nein, dein Ja will, ja ich will, hast du damals absolut bedingungslos, hoch und heilig vor Gott und allen anwesenden Menschen versprochen. Bitte seht das im Licht von der bedingungslosen Liebe des Herrn Jesus zu seiner Gemeinde. Wann hat er dich denn geliebt und wann hat er sich denn für dich hingegeben? Wann hat er sich entschieden, diesen Weg zu gehen? Römer Kapitel 5, Vers 6 bis 8. Römer Kapitel 5, Vers 6 bis 8. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als überhaupt nichts Liebenswertes an mir und dir war, da hat Gott seinen Sohn aus
innigster, ewiger Liebe hingegeben. Das ist ja Johannes 3,16. Jeder kennt das. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, hat er dich und mich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was war die Auswirkung? Ewiges Leben. Und was haben wir in der Ewigkeit? Gemeinschaft. Gemeinschaft. Und genauso geht es auch um die Hingabe des Ehemannes zur Frau, um der Gemeinschaft willen, um des Zeugnisses willen. Ihr Männer, so sollen wir unsere Frauen lieben. Du willst ein starker Mann sein? Dann habe ich noch einen zweiten Aspekt, wenn wir schon gerade beim Thema sind. Erweise deiner Frau Ehre. Ganz neu. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Und ich höre schon, Freddy, sorry, aber jetzt gehst du zu weit. Schlag bitte auf, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 7. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 7. Guckt mal, was Petrus hier sagt. Er spricht uns an, uns Männer. Ihr Männer sollt gleicherweise einsichtig mit eurer Frau aus dem schwächeren Gefäß zusammenleben und, jetzt kommt, ihr Ehre erweisen. Weil ihr gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Erweise ihr Ehre und guck mal, was hier am Schluss für eine Verheißung ist, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Vielleicht ist es genau diese Vernachlässigung der Grund, dass deine Gebete nur bis zur Zimmerdecke gehen und verhindert werden, wie es Petrus hier sagt. Was ist mit Ehre erweisen gemeint? Jemand hat das einmal ganz praktisch beantwortet. Bestätige sie. Bestätige sie. Höre ihr zu. Höre ihr zu. Sei ihr ein Ehemann und kein Vater. Sei sorgsam mit deinen Worten. Unterstütze ihre Entscheidungen vor den Kindern und sei respektvoll im Umgang. Beschütze sie. Enthalte dich aller Bemerkungen über andere Frauen, ob gut oder schlecht. Einfach ruhig sein, einfach nichts sagen. Enthalte dich aller Bemerkungen über andere Frauen. Verbringe Zeit mit ihr. Höre auf ihre Meinung. Höre auf ihre Meinung. Bekenne ihr deine Sünden. Bestätige sie in ihrer Rolle. Das ist, erweist ihr Ehre. Liebe Brüder, erkenne ihre Bedürfnisse und bekenne ihr auch dein Versagen. Liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, und darin sollst du wachsen und zunehmen. Jemand hat einmal gesagt, die wichtigsten Worte in jeder Ehe sind bitte, danke, es tut mir leid, ich vergebe dir und I love you. Die wichtigsten Worte, bitte, danke, es tut mir leid, ich vergebe dir, ich liebe dich. Das sind nicht nur die wichtigsten, sondern auch die schönsten Worte, die deine Frau täglich aus deinem Mund hören möchte. Versuche sie doch so oft wie möglich deiner Frau zu sagen, ach Freddy, sie weiß doch, dass ich sie liebe. Ja, das weiß sie vielleicht. Aber sie will es hören. Sie will es hören aus deinem Mund. Bitte, danke, tut mir leid. Ich vergebe dir. Ich liebe dich. So, jetzt sind wir aber weit von Boas weggekommen, oder? Ja, also nach dem Versprechen für Ruhe zu sorgen, stellen wir dann 6. fest, starke Männer bringen Ermutigung. Kapitel 2,
Vers 11. Da antwortete Boas und sprach zu ihr, es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Liebe Freunde, der Boas kannte die Ruth vielleicht jetzt gerade mal ein paar Minuten, vielleicht 5 Minuten. Und schon ermutigt er sie öffentlich. Ich meine, er war ja nicht im Chambre séparé, sondern eben auf dem Feld. Der Vorarbeiter stand da und so weiter. Andere vermutlich auch. Die Ruth war da. Er ermutigt sie öffentlich und er steht zu ihr. Er steht zu ihr. Das ist doch wirklich stark. Und dann spricht er ihr sogar noch einen Segen zu, Vers 12. Der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Das war ja die ursprüngliche Motivation, mit Noemi zu gehen. Dein Gott ist mein Gott. Sie hat sich bekehrt zum lebendigen Gott und hier wird das bestätigt. Sind wir auch solche Ermutiger? Ganz grundsätzlich sollen wir immer und überall Ermutiger sein. Mit solchen Leuten ist man gern zusammen. Als einer, wo du zuerst mal sagst, oh, heute siehst du aber ein bisschen müde aus. Denke ich, ja, habe ich jetzt genau gebraucht für diesen Tag. Bist du auch gegenüber deiner Ehefrau so ein Ermutiger? Oh, mein lieber Schatz, du bist doch einfach die Beste. Es ist so ein Vorrecht, dass ich dein Mann sein darf. Der Herr segne dich für alles, was du mir bist und für mich tust. Wie es hier heißt, der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn. Diese Art der Ermutigung lässt manches persönliche Versagen verblassen und manch verwelkte Ehen wieder ganz neu aufblühen. Nach dieser ersten Begegnung, die schon wirklich hochintensiv und hochspannend ist, da arbeitete Ruth still und fleißig weiter. Kapitel 2, 23, bis die Gersten- und Weizenernte vollendet war. Die Gerstenernte in Israel findet im Zeitraum März, April statt, die Weizenernte im Zeitraum Mai, Juni. 4 Monate behielten sie sich also im Auge, aber sonst lief gar nichts. Lief gar nichts. Aber diese Zeit blieb nicht ungenutzt. Ruths Schwiegermutter erklärte nämlich ihr in dieser Zeit das Recht der Schwagerehe in Israel. Die sogenannte Leviratsehe verpflichtete im damaligen Israel den Bruder eines kinderlos Verstorbenen, dessen Witwe zu heiraten. Der erste Sohn aus dieser neuen Ehe galt dann rechtlich als Nachkomme des Verstorbenen mit dem Ziel, den Namen und das Erbteil des Verstorbenen zu bewahren und die Witwe sozial abzusichern. Und da kein Bruder mehr lebte, konnte der entfernte Verwandte, der Boas, als Löser diese Pflicht übernehmen, die Witwe Ruth zu heiraten, um den Besitz der Familie zu bewahren und für Nachkommen zu sorgen. Und so schmiedete die Schwiegermutter einen außergewöhnlichen Plan. Ich muss sagen, ein Hoch auf die Schwiegermütter. Hören wir genau hin, Kapitel 3, Vers 2. Und nun ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er warfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich nun und salbe dich und lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab. Aber lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Wenn er sich dann schlafen legt, so achte auf den Ort, wo er sich niederlegt, und geh hin und hebe die Decke zu seinen Füßen auf und lege dich dorthin, und er wird dir sagen, was du tun sollst. Und tatsächlich, frisch geduscht und parfümiert,
machte sich noch in derselben Nacht auf den Weg. Und was sich in dieser Nacht aller Nächte entwickelte, zeigt einen weiteren starken Charakterzug von Boas. Das ist der 7. Starke Männer bleiben selbstbeherrscht. Ruth 3, ab Vers 8. Als es nun Mitternacht war. Also Mitternacht, da läuft was in der Bibel. Ne? Mitternachtsruf. Als es nun Mitternacht war, da erschrak der Mann auf und beugte sich vor. Und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Da fragte er, wer bist du? Sie aber antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. Es war ja Nacht. Er aber sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter, denn du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das will ich für dich tun. Denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Und nun, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Bleibe über Nacht und morgen dann, wenn er dich lösen will, nun, so löse er dich. Gefällt es ihm aber nicht, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Bleibe bis zum Morgen liegen. Liebe Männer, da kommt sie doch frisch geduscht und fein parfümiert, mitten in der Nacht zu mir und legt sich unter meine Decke. Oh, das ist doch eine Führung vom Herrn. Das ist doch die Gelegenheit, sich auch etwas näher zu kommen. Das hat doch der Herr so geführt, oder? Nein. Boas wusste, dieses Ritual entsprach den damaligen Gepflogenheiten, wenn eine jüngere Frau einem älteren Mann ihre Heiratsabsichten kundtun wollte. Und genau dabei blieb es, ich muss sagen, wow, was für ein Mann. Und damit alle Generationen sich an diesem äußerst selbstbeherrschten Mann ein Vorbild nehmen können, heißt es in Vers 14, so lag sie bis zum Morgen zu seinen Füßen. Dann stand sie auf, ehe noch einer den anderen erkennen konnte, denn er sprach, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Was für ein Mann. Da ist die Geliebte da, ganz nah bei mir, dunkel, keiner sieht's, keiner weiß es. Lief gar nichts. Auch Boas wusste, Gerüchte erzählen haben kein Interesse an den Tatsachen und deshalb wollte er unbedingt, wie das Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 22 sagt, jeden bösen Schein vermeiden. Nun gibt es Männer, die heute sagen, ja, die Bibel sagt doch nichts gegen Zärtlichkeit und Geschlechtsverkehr vor der Ehe. Ich meine, wir wissen, wir sind füreinander, haben uns vielleicht verlobt und wir sind ja sowieso bald zusammen und da gibt's doch nichts dagegen einzuwenden von der Schrift. Nun, das Verhalten von Boas zeigt uns etwas anderes. Erst nach 4-monatiger Wartezeit, erst nach längerer innerer Gewissheit, dass sie füreinander bestimmt sind, erst nach der Begegnung um Mitternacht und erst nach der Bereinigung aller Formalitäten heißt es in Kapitel 4, Vers 13, da nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein. Das ist die edle biblische Beschreibung für vollzogenen Geschlechtsverkehr. Lassen wir uns nicht täuschen. Der biblische Maßstab ist klar. Willst du gesegnet sein? Halte dich an den Maßstab. Liebe Freunde, Gott gibt uns hier die Betriebsanleitung für unser Leben, für unseren Wandel
und auch für unsere Ehe. Das ist die Betriebsanleitung und nicht die Bild-Zeitung oder der Blick oder 20 Minuten online. Der Herr segnete diese Ehe über die Maßen, liebe Freunde. Das heißt, der Herr gab es ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Und Boas sollte schließlich der Urgroßvater von König David und damit ein Vorfahre des Herrn Jesus werden. Kapitel 4, 21 bis 22. Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai, Isai zeugte David. Vielleicht noch ein Wort zu den Formalitäten, so zum eigentlichen Lösungsverfahren, wie es damals genannt wurde. Boas zeigt uns schließlich, das ist der letzte Punkt, starke Männer ordnen sich unter. Boas ging den damals vorgeschriebenen Weg und hielt sich an das übliche Prozedere. Hätte er sagen können, ach, die Liebe ist doch das Größte, wir sind füreinander bestimmt und alles. Nein, warten. Das übliche Prozedere. Und zudem stand diesem sogenannten Lösungsrecht ja zuvor zuerst einem Mann zu, der noch näher verwandt war als der Boas. Und dann wird das offiziell dann in Kapitel 4, Vers 2. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach, setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser, Naomi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelech gehörte. An dem Tag, Vers 5, da du das Feld aus der Hand Naomis kaufst, erwirbst du dir es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Da der ursprüngliche Löser dies nicht wollte, stand dann eine Eheschließung von Boas und Ruth, schließlich nichts mehr im Wege. Nichts mehr. Unter dem Segen Gottes schlossen sie die Ehe und sind bis heute ein Zeugnis. Lass mich das zum Schluss noch persönlich anwenden. Leute, ihr seid nicht stark, wenn ihr euer eigenes Ding durchzieht. Ein wirklich starker Mann ist einer, der sich den gegebenen Ordnungen unterordnet und damit auch beweist, dass er sich etwas sagen lässt. Ich hatte mit einem amerikanischen Pastor ein Gespräch und da wurde er gefragt, an einem Frauentag, was ist die wichtigste Eigenschaft von einem Mann, auf die ich gucken soll? So 3 junge Ladies da zu dem Pastor und so. Und da hat er überlegt, was soll ich denen jetzt sagen? Da hat er ihnen gesagt, wisst ihr was? Dass er sich etwas sagen lässt. Dass er lernfähig ist. Du kannst alle Macken haben, ja, aber wenn dann deine Frau dich darauf hinweist und du sagst, ja, ich will es nicht kennen, aber hast schon recht. Lernfähig. Ja, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir dazu noch sagen? Ich denke, angesichts der fortgeschrittenen Zeiten, dass meine Redezeit vorbei ist, sage ich jetzt einfach,